AOP steht für Appellation d'origine protégée. Weiner von eiser Musel, die den AOP-Qualitätslabel wille kreieren, muss beim Institut Vitivinicole passierenner Gindo in anderem von enger Kommission geschmerzt aber bewährt. Wir waren dieser Dichtung mit dabei. Goufen als Weiner freier durch das Label Marque National ausgezeichnet, so schwätzen wir heute von der Appellation d'origine protégée Moselle Luxembourgeoise, für den Konsument Qualität am Glas zu garantieren. Doris Goethe, Chargé de Gestion Œnologie Contrôle des Vins AOP, erklärt. AOP garantiert als Qualität am Glas. Wir sind hier in einer Schmachkommission und wir schmachen massive Leute, Produkte, die wir uns gestellt haben, für die AOP zu kriegen. Da geht es verschiedene Sachen, die im Voraus geguckt werden müssen, auch am Laboratoire oder auch mit den Rendements, die AOP vorschreibt. Die Weine kommen hier und gehen von einem Gruppement geschmacht auf die Fehler. Dass wir fehlerfreien, properen Wein kriegen, der Qualität entspricht, die sich die Klärer wünscht. Die Degustation ist anonym, weil so ein Membre von der Kommission wissen nicht, vor wie engem Domain bei der Musel de Wein kennt. Tableau gi just den Jahrgang an Rebzucht affichiert. Ich gebe ein kleines Beispiel. Ich kriege gesagt, dass Rivana und wir kriegen den Jahrgang gesagt, weil der Jahrgang ist schon mal kann gut differenziert sein. 21er, die waren ein bisschen mehr, das heißt, wenn du mehr am Glas hast, das an der Reihe. In 22er, der neue Jahrgang, der war warm, ihr erinnert sich wahrscheinlich alle, dass es ein gut warmes Jahr war. Das heißt, wir haben viel Frucht, wir haben eine gewisse Komplexität und wir erwarten einfach etwas anderes von verschiedenen Jahrgängen. Wein ist kein Coca-Cola, sondern Wein ist ein Produkt, das am Jahrgang hängt. Also wir haben in den Mund, wir gucken die Longueur vom Produkt, wir gucken die Aromatik vom Produkt, wir riechen den Wein und da geht es dann nur bewährt. Die Kommission de Degustation setzt sich zusammen aus Repräsentanten vom Weinhandel, dem Konsumentenschutz, dem Institut Vitivinicole, der Oresca, der Privatwinzer an der Moselle. Nur Durchgang a Voting geht auch untereinander diskutiert und der Verdikt kommentiert. Dennoch geht der Winzer dann noch über das Resultat informiert, Doris Goethe. Wir haben heute den Schweine geschmacht, das waren so um die 30 Schweine. Du waren noch 2 Weine, die waren nicht so gut weggekommen. Das heißt, all die Weine, die du geschmacht worden sind, der Winzer kriegt eine Information über ein elektronisches Programm. Wir haben eine Guichet-Elektronik und den geht informiert darüber, hat sein Wein der AOP passiert oder ist sein Wein aufgelehnt gehen. Hat sein Wein AOP passiert, kriegt eine Information, die auf sein Etikett printen kann, ist ihn aufgelehnt worden, kriegt eine Information darüber, warum. Du kann hinter gucken, für sich im Betrieb etwas anderes dran zu machen. Du musst dann nach ein Kehr noch gebessert gehen und dann darf der Wein auch nach ein Kehr für die AOP gestaltet gehen. Aber so ein Repräsentant von den Krühen, die heute präsentiert kaufen. Ja gut, wenn man ein Match machen kann, hat man aber ganz guten Jahrgang, ganz guten Überblick, wie die Jahrgang ist. Da kann man vergleichen, wenn man selber weiß, nicht wie sie sein Weine, wie stehen die Weine, die von den anderen, die um Marche stehen. Also von daher ist das eine ganz gute Experience, einen ganz guten Job, wenn man ein Match machen kann. Man hat eine ganz interessante Sitzung mit 2024 Pinot Gris, viel Komplexität, viel Zeitigkeit, super Aromatik, viel Fülle, also Klienten können schon freuen, ob es überjagen. Der 14. April Wein mal zu Greve machen oder den 1. Mai Proftag zu Remmeschen, also dann nun nicht wie die neue Premiere 2022 Weine eng echte Karriere zu schmechen.